Ich will von diesem Jean-Claude Trading entschuldigen, ich habe heute mit einer kleinen operativen Angriffung Fuß gemacht, geht nichts Schlimmes, mir hat nur ein dicke Fuß an der Weh, und mich dann gefreut, dann kurzfristig zu ersetzen. Das Zweite ist, ich habe die Frauen noch nicht am Vierfeld, ich schon probiert, mein paar die Sachen Stich wieder abzuschreiben, das sind also voller Improvisation par rapport zu der relativ komplizierter gestalteter Frau von der sogenannten Kompetitivität. Ihr fängt auch nach kurz ob sagen, was darum Herr Wolf schon nur geschwärzt wird, was ganz wichtig an der Diskussion als auch innerhalb der Bevölkerung mengen ist, dass die sagt, den Indexmechanismus als ein ganz kalt sterilt Element. Weiter nicht sticht handelt wie Kaufkraftverlust auszumerzen als Oskunagent. Das ist nicht gesund, keine Sozialpolitik, tut nicht mit Gesundheitspolitik zu dienen. Und ich will dann etwas dabei fügen, dass es tut auch nicht mit der Umwelt- und der Energiepolitik zu dienen. Dazu eine Schiste am Hinblick auch auf die Fragestellungen für Petrolsprodukte aus dem Warenkorb zu holen, den Indexmechanismus wird nicht insofern mit Umweltpolitik zu dienen. Das muss über einer Wehr gelesen gehen, nicht eben über die Frage von der Anpassung von der Kaufkraft und der Inflation. Und dann komme ich auf die Frage von der Kompetitivität. Ich meine, dass was ganz wichtig ist, dass das durch den Zusammenhang mit der Tripartite zu sehen, weil Gesetz Tripartite 84, Reglement 85 sieht etwas, nämlich A, dass Tripartiten Antikriseninstrument, das B, das effektiv kann, Index moduliert, gehen in bestimmten Bedingungen, dass auch Sozialpartner da müssen zusammenkommen, wobei aber dann für allem die Inflation, eine exzessive Inflation durchsteht, an der zweiten als ein Verfall von der sogenannten Kompetitivität. Ich wollte just mal durchfangen, erst im Grund für zu sagen, dass die Tripartite eigentlich das falsche Thema zum Inhalt hat. Wir haben am Moment weder eine exzessive Inflation par rapport zu den Haupthandelspartnern, wir haben über die letzten 10 Jahre eine relativ sogar innerdurchschnittliche Inflationsentwicklung schon lange von der Seite, kein Grund, etwas im Index zu manipulieren. Und zweitens, was Kompetitivität anbelangt, gilt dasselbe. Lützeburg als wie an all den letzten Jahren ein höchst kompetitiv wirtschaftliches Land, an wir haben hier am Land keinen Verlust an der Kompetitivität. Auch wenn das Gesetzprojekt, den Lo an der Chambre liegt, davon schwätzt von der Kompetitivität, mit wenn genau liest, steht eigentlich nicht viel darüber argumentativ erklärt. Es gibt just Referenz gemacht auf die sogenannten Observatoire de la Competitivité, den anscheinend festgestellt wird, dass an dem Ranking Lützeburg Spenglo einen Platz verloren par rapport zur letzten Kehr. Ich will an dem Zusammenhang ganz kurz sagen, dass die Chambre des Salariés ein ganz Party von Kritikpunkten, für alle methodologische Kritikpunkten veröffentlicht wird, auch der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, par rapport eben zu den Resultaten von dem Observatoire de la Competitivité. Eine Analyse, die eigentlich auf ganz andere Sachen schließt, wie das, was ein Observatoire de la Competitivité gemacht hat. Und das heißt, dass man also absolut nicht die Feststellung als Gewerkschaften delen, die Regierung gemacht hat an ihrem Gesetzprojekt, nämlich dass Lützeburg Verlust im Niveau Kompetitivität hat. Und dann, par rapport zu den einzelnen Fragen, die hier gestaltet wurden, haben drin, obwohl den Lohn an den Index bei weitem, was als Wirtschaft anbelangt, nicht ein wesentlicher Faktor ist, ob wir dann wirtschaftlich attraktiv sind, hier am Land oder nicht. Also das ist so, dass bei den Löhnen, ich kann sagen, dass hier zu Lützeburg die Löhne absolut nicht zu hoch sind. Wir haben keinen großen Lohnvorsprung par rapport zu den nordischen Ländern, mehr sogar am Contraire. Wir sind wann, und das ist noch ganz wichtig, weil das wird an all den Analysen von einer Regierung und so weiter nicht gesagt, weil wenn ihr genau guckt, was eigentlich sprach als von den Löhnen par rapport zum geschaffenen Mehrwert hier am Land, dann ist Lützeburg genau ein von den Schlusslichter aus Europa und sogar
auf der Welt. Das ist ein anderer Wert. Bei all Euro, den Mehrwert oder gesellschaftlicher Schaff wird, als Bernährens so einen kleinen Teil Lohn wie heute zu Lützeburg. An andere Werte. Die Leute müssten mehr an den Lohn kriegen, wie das, was sie am Moment tun, und nicht Männer. Und das gilt dann noch so, wenn man andere Parameter guckt. Ich denke nur zum Beispiel an den Beschluss von der Tripartite 2006, Beschluss, den eine Stadt wiederholen wird, was schon vier tun, festgelegt gouf, wo eine Sozialpartei mit der Regierung einverstanden waren, nicht einverstanden, waren sich eins, dass die Lohnentwicklung hier am Land sollte dem entsprechen, was die durchschnittliche Produktivitätsentwicklung hier am Land wäre. Und auch da, wenn man die Analyse mischt, so gesagt, wenn man 2000 bis 2000, die Chiffren am Kap bis 2010, 2011 guckt, dann ist es so, dass Produktivität hier am Land sich mehr schnell entwickelt wird wie die Lohn. Auch das unterstreicht das erste, was ich schon gesagt habe. Und da komme ich auf ein Observatoire de la Compétitivité zurück, weil eng von den Hauptkritikpunkten, die die Chambre des Salariés im Observatoire gemacht hat, dass das schlussendlich von Lohnstückkosten, das ist das, wo immer da geschwärzt wird, vom Coût salarial unitär geschwärzt wird, sind da pro Jahr Patronat, und mittlerweile dann auch den Observatoire de la Compétitivité, den Indikateur eigentlich zu den Lohnstückkosten geändert wird. Es wird nach Schist von den nominalen Lohnentwicklungen geschwärzt, aber nicht mehr von den realen Lohnentwicklungen. Und Reallohnentwicklungen, das ist eben genau das, was meist viel um Niveau von dem gesellschaftlich geschaffenen Reichtum entlehnt, welche Party eigentlich entlehnt fließt, das geht doof festgelegt, aber wie gesagt, du hast für du gesagt, Lützeburg leidet am internationalen Vergleich ganz tief. Es kann Ihnen dann noch andere Parameter holen. Zum Beispiel der Parameter, der sieht, ja, für ein Emploi hier im Land, ein Erwerbsplatz, das heißt, wo ein Mensch schafft, wie viel 1000 Euro pro Jahr bleiben da übrig, nur der Bezahlung von den Salären an all den vier gelagerten Produktionskosten, das heißt, was bleibt übrig für den Amortissementen. Und auch da leidet Lützeburg einsam unter der Spitze. Du kannst nicht mehr sagen, ja, das hat ganz viel mit dem Finanzsektor zu tun. Aber auch die zweite Statistik sieht ganz klar, dass Lützeburg unter der Spitze leidet, nämlich das ist Statistik, wo wir all die ökonomischen Bereiche zu Lützeburg holen, eben ohne den Finanzbereich. Auch da sind wir spitz. Ich kann die Lose weiterführen. Ich weiß, dass ich nach ein paar anderen Parametern komme. Ich will just unterstreichen, dass es eine ganze Partie von Analysen gibt, an die vom Fang nicht falsch gemacht sind. Sie gehen just ignoriert, und sie gehen noch weitgehend an den Medien ignoriert. Wir eine ganze Partie Analysen, die eigentlich belehren, unter dem Strich, dass Lützeburg an der Lehn absolut nicht zu hoch leidet. Und es gibt dann andere Parameter, die sagen, dass Lützeburg trotz allem, was gesagt wird, an der Wirtschaft höchst kompetitiv ist, auch da just eng von den Statistiken, auch auf die 10 letzten Jahre, dass man in die Exportwirtschaft guckt, und guckt in das Volumen von dem, was exportiert wird, also ein Vergleich in das, mit allen, nicht nur mit den Notbeständen, mit der ganzen Europazone und so weiter, dann ist es so, dass kein Land so stark am Export zugeholt wird wie Lützeburg. Am Volumen. Und dann, wenn man dann an den Wert guckt, das ist also nicht nur das Volumen, sondern auch das, was das Volumen kostet, als Lützeburg auch absolut ein Spitzenreiter. Weit für dem Land, wo Wirt und Co. immer im Geld Vergleiche machen. Das ist andere Grund, nämlich für dem Exportland Deutschland. Und das heißt, nicht nur Volumen, sondern auch, dass die Preise von denen exportierte Waren hochschleiern. Und das heißt dann andere wieder, nicht ernst ist, dass wir Preise hochschleiern, das nicht unbedingt
bedeit, heizt du sogar vielleicht am Contraire, dass sie nicht kompetitiv und nicht produktiv ist. Ich kennt da nur nach ein Zeitchen weiterführen mit den, und sich kann ich so eine Konklusion von der ganzen Sache, als dass am Moment, was gesagt, den nächsten Donnerstag ein Gesetz gestimmt wird gehen von einer übergroßer Majorität am Lützeburger Parlament. Es sind just zwei Deputierten, die eigentlich dagegen stimmen, den das Sergio Urbani, den dann noch seine Partei an dem Sinn an der Meinung du vertritt, und dann das Vera Spautz, was seine Partei nicht an seiner Meinung wird vertreten, an es geht danach geschwärzt, dass auch die NDR will dagegen stimmen, aber ich will dann just dann auch etwas lassen gehen, ich schon dem Herrn Schiberien gestern nur gelauscht, das wird auf der Television gesagt wird. Und du hättest geschwärzt, ja, den Index für du, wo kein Kollektivvertrag bestehen, was heißt das? Kein Index mehr, wo Kollektivverträge bestehen. Also das ist Surrealismus, das ist Chaos, sodass ihn kann zum Schluss kommen, dass par rapport zu einer Situation, einer durchschnittlicher Inflation, die uns sich am totalen Normalbereich leidet von einer kapitalistischen Produktion, auf der anderen Seite für den Hintergrund von einer wirtschaftlichen Situation, die zwar für einen allgemeinen Krisenhintergrund sich entwickelt, mehr wie die aber par rapport zu dem Kriterium von der sogenannten Kompetitivität eigentlich kein weiteres Problem darstellt, dass ein Gesetz wird gestimmt ging von über 96% von den Leuten, die an der Chamber sitzen, eben gehen 350.000 Salarien, gehen 150.000 Rentner, 96% von der, das ist gut gesagt, von der Bevölkerung geht hier Kaufkraft für eine Entwertung von ihren Löhnen, die eigentlich zu niedrig schleichen, wie ich probiert habe, zu delen. Und das ist, wie gesagt, ein Skandal, den auch nach weitreichend Nachwirkungen wird tun. So, Herr Schmidt.